Und aus diesem Grund will ich auch keine Zeit mehr verlieren. Los geht's, Leute. In den Raum mit dem Triforce des Mutes. Also wohl Pharores Prüfung. Du, willkommen in der Hölle des 4. Dungeons. Naja, nicht ganz. Obwohl, wenn es da so tief runtergeht, dann... Ach du meine Fresse, ey. Wie groß ist dieser Tempel eigentlich? Das geht gar nicht, wie unlogisch, egal. Da drüben ist das letzte Triforce-Fragment. Ich krieg die Krise. Okay. Hier war ich doch zuvor, oder? Genau, das war der andere Eingang. Sehr schön, jetzt haben wir den Schlüssel. Und kommen deshalb hier weiter. Moment mal, habe ich das richtig gesehen? Okay, so groß ist das gar nicht. Dadurch und dadurch und dadurch. Das schaffen wir noch, Freunde, das schaffen wir noch! Und zwar in diesem Part. Ach du Scheiße. Oh, das dauert. Na gut, das wäre ich auch, wenn ich hier unten angesperrt wäre. Mann, was hat sich die Göttin Hylia dabei überlegt? Habe ich einfach 2 von der Sorte auf einmal. Na, Mann, wie viel hältst du denn aus? Geht doch. Wow. Ja, na, ein bisschen zur Seite. Wow, ein 20er. Immerhin etwas. Wow. Du bist doch ein Trottel, Mann. Ich bin hinter dir, du fettes Schwein. Geht doch und tschüss. Das war's. Wow. Verdammt, wow. Ist der Banner runtergefallen, ey. Meine Fresse. Okay, jetzt geht's da weiter. Zurück kann ich nicht mehr. Ey, Leute, was hat sich die Göttin dabei überlegt, diese Viecher hier einzusperren? Die ist doch nicht mehr ganz balabala. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Wow. Ist das der Kerker Nonplusultra? Ach du Scheiße. Wow. Daneben. Ihr seid blind. So. Zuerst mal einen Überblick verschaffen. Wow, du triffst mich eh nicht von da hinten. Aber ich treffe dafür dich und den da hinten auch noch. Und den da unten. Ich nur. Wer mich jetzt erwischt? Wer hat mich da erwischt? Dort hinten. Oh, bin ich dämlich. Und wieder mal 2 Herzen verloren, nur weil ich zu dämlich bin, mich richtig anzusehen. So, wie sieht's aus? Habe ich alle? Nö. Oh, normale Stahlsachen. Wow. Was ist denn hier los, ey? Die Göttin, die spinnt doch. Oh! Oh, ja! Mann, ich kann mich hier so konzentrieren. Ich muss immer in Bewegung halten. Der dämlichen... Ja, gut, der ist hinüber. Wo war jetzt der andere da? Wo ist der? Hey, ich sehe ihn gar nicht. Ah, da oben ist er. Gut. Sonst noch ein? Nö. Habe ich wohl alle. Wo da vorne ist noch etwas? Oh nein, nochmal so ein Stahlfass. Okay, zuerst mal mache ich den hier platt. Ich dachte, hier wäre einer. Boah, voll die bedrohliche Mucke, hey. Die Prüfung des Todes. Na komm, steh auf. Steh auf, du dämlicher Stahlfass-Typi. Ich mache platt. Ja, genau. Voll eins zwischen Rippen. Wow. Bäm. Ups. Was machst du dämlicher? Ja. Haha, du triffst mich nicht. Lalalala. Siehst du, ich bin immer in Bewegung. Oh, der war nicht übel. Was? 2 Treffer? Mann, nee. Geht doch. Waren das schon alle, oder wie sieht's aus? Ja, es waren alle. Oh, meine Güte. Sag ich noch, du triffst mich nicht. Und bäm. Wieso ist die Mucke immer so bedrohlich? Und wieso hat es da hinten Bomben? Und ich hab hier gar nichts. Wieso hat es da eine Bombe da oben? Das sieht mir nach einem Flughäfen aus. Ich verstehe den Sinn gerade nicht. Was soll das? Dass der Käfer ihm noch lebt, hey. Faszinierende Bautechnik, ganz einfach. Die Göttin spinnt doch. Was überlegt er sich eigentlich dabei? Ja, ich sehe eigentlich hier nichts, was ich machen könnte. Was ist denn da oben eigentlich? Noch ein paar Rubine? Na. Nö, Herzen. Herzen! Die braucht sowieso keiner. Aber vielleicht hat es noch einen silbernen Rubin. Das wäre nicht der erste in diesem verdammten Tempel, hey. Naja, also im Grunde genommen, finde ich ja die Idee so gesehen ganz gut und so. Da habe ich nichts dagegen, aber dass die Göttin auch noch solche Gegner vorbeischickt. Das ist doch Kiyohin, der am Ende wartet.
Man weiß es nicht. Moment mal. Nee, falsches Ende, Mann. Ich dachte schon, hab ich also passt? Nö, natürlich nicht. Ich bin nur zu dämlich, links und rechts zu unterscheiden. Ach du meine Fresse. Noch mehr Gegner. Okay, wie viele Räume habe ich noch? Ah, nur noch der. Okay, wer kommt jetzt? Oh. Der kann schön da unten bleiben. Was ist überhaupt für einer? Fei? Oh nein, ist ein Stallmeister. Muss das denn sein? Ja, ich weiß, ist nicht der erste Stallmeister, den wir besiegen. Komm hoch. Aber es ist interessant, dass wir ihn anvisieren können, obwohl er noch gar nicht dumm war. Oh, ja, jetzt hat er sich zusammengesetzt. Hallo, Kleiner, wenn du es nicht an mich... nicht wirklich. Lass mal die Typen ausschalten. Wow, der ist ganz schön schnell. Mann, no. Was, sie noch nicht tot? Oh, nein, das ist die Sorte. Hey, ich will hier raus! Nein, 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 nein! Weg hier! Wow. Oh, ich kann nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen! Was, gegen beide Typen, meine ich? Du nicht schon wieder die Scheiße, hey! Oh! Okay, Leute, das wird nicht einfach! Hey, was soll das? Ich hab gar keinen Platz hier! So. Wenn ihr da hinten seid, ist das sehr schön. Dann räumen wir gleich mit ihm aus dem Weg. Oh. Okay, jetzt reicht's mir aber. Du hast richtig gehört, es reicht. Ups. Jetzt holt er alle 4 raus. Na toll, bist du Grievous oder was? Mann, dann hat's geklappt, ey. Mann, ich will die anderen advisieren. Wieso geht das nicht, Mann? Oh, ich verliere ja Herzen. Okay, das ist jetzt auch endlich mal down. Also muss ich ja oft genug treffen, oder wie? Hilfe. Okay, jetzt kann ich nicht wieder nach. Das ist sehr schön. Mann, endlich mal aus dem Weg da. Und dann kommt's nochmal. Ja, es ist endgültig down. So, nur noch wir zwei. Na, was machst du jetzt, hä? Ja. Wie schnell Grievous! Oh, 2 Herzen auf einmal. Ist das zu fassen? Ich weiß, jetzt reicht's mir aber. Ja, wie gesagt, aber es reicht. So, jetzt aber, Mann! So, Leute, dass ich etwas ruhig bin, aber... Sag mal, täusch mich, oder ist das stärker als zum ersten Mal? Oh, Mann, ey. Wow, der hat ein drittes Auge! Hilfe! Tenshin Han und Grievous vereint! Oh! So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's! Ich brauche die Herzen nicht mehr so lange, nur bis ich das Triforce endlich habe. So, jetzt reicht's aber. Ey, ich war noch mit dem Schild schneller! Wow! Was war denn das für ein Move, ey? Oh, das ist wieder so schnell! Okay, dagegen war... Oh, dagegen war Girahim ja der reinste Armleuchter. Alter Scheiße, hey. Was war denn das für ein Stahlmeister, ey? Was war denn da gedopt? Oh, war das übel. Jetzt nehme ich die Herzen doch noch mit, weil... Ich weiß nicht, aber vielleicht kommt da noch was. Alter, meine Fresse, ey. Sorry, Leute, dass ich so ruhig war, aber... Und so gefehlt habe, aber da war jetzt echt übel. Ich dachte, es wäre ein normaler Stahlmeister, aber nö, der war... Mir fehlen gar keine Worte dafür. Ja, beziehungsweise mir fallen gar keine Worte dafür an. Mir fehlen die Worte. Egal. Wir haben alles zu tun, und zwar... wegstecken, einstecken. Ausrichten geht doch. Und jetzt rein damit! Und gleich gehört es uns! Und alle Herzen voll, dass das Triforce des Mutes erhalten. Diese Macht wird einzelnen Menschen von den Göttern geschenkt, genau wie bei den anderen Artefakten.
Sammeln 3 Artefakte und die wird... Ja, da haben wir schon. Wir hatten alle 3. Das Triforce ist vollständig. Mit seiner Macht kannst du Zeldas bitte nachgehen und den Todbringer vernichten. Also doch den Todbringer. Ups. Was ist jetzt los? Taucht etwa doch noch Giverhim auf? Ah, was denn jetzt? Ich löse mich auf, scheiße. Erinnert ja ein bisschen an Twilight Princess, wa? Oh, wir sind da draußen, okay. Ist so das Vogelperspektive fällt mir irgendwie auf, dass die Statue der Göttin, also der Eingang davor irgendwie so abgehackt aussieht. Oh, wir sind aber der Göttin. Hallo, du große Frau. Das Triforce, die göttliche Macht. Geil, Mann. Einfach nur der Hammer. Alle 3 Fragmente gehören uns. Gebieter, ich bete für dich. Das letzte Ziel unserer Reise. Wir müssen den Todbringer nun besiegen. Dann machen wir es doch. Oh yeah. Link schaut hinauf. Und wünscht sich das, was wir uns alle wünschen. Die Mächte der Göttinnen. Macht es Triforce! Vernichte den Todbringer ein für alle Mal! Okay, in der Wind Waker müssen wir das Triforce noch anfassen, damit es klappt, aber naja. Unser Wunsch wird erhört! Boah, was für ein Lichtspektakel! Was für eine geile Cutscene! Was hab ich getan? Verdammt! Oh oh. Sollten wir nicht den Todbringer vernichten anstatt den Wolkenhort? Ups. Das war wohl fail. Obwohl. Was wird es sein? Was passiert denn jetzt? Er bricht schon wieder aus! Nee, oder? Das war allerdings nicht gewünscht! Okay. Offenbar verstand die Göttin mit der Vernichtung, dass wir ihn zerquetschen sollen. Boah. Okay, der kam nicht wieder, aber definitiv nicht mehr. Boah. Wer würde schon überleben, dass er von so einer riesigen Statue erschlagen wird? Alter, scheiße. Ganz schön rabiat, diese Göttinnen, wa? Das Triforce ist bei uns. Immer noch. Erstaunlich, ja? In Wind Waker verschwanden sie ja plötzlich, als der Wunsch erfüllt wurde. Nee. Aber das passt ja genau. Jetzt sag mir nicht, dass die Statue eigentlich hier hingehörte, also von Anfang an, und der Rest des Wolkenhorts irgendwie aus einem anderen Erdlandteil stammte. Also ist alles so, wie es sein sollte. Hübsch, hübsch. Oder was sagt ihr dazu? Oh Mann. Gebieter, ich habe das zu berichten. Die Insel der Göttin, ein Teil des Wolkenhorts, ist zum Erdland zurückgekehrt. Ja, Fall bestätigt gerade unsere Vermutung. Geil. Leute, das Spiel ist vorbei! Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Triforce wurde erhöht, Gebieter. Geil, Mann. Ja, das ist einfach so episch. Ich vermute, dass Zelda erwachen wird, nun da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Also ein glorreiches Happy End. Ja, endlich! Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du dich schnellstmöglich in den Tempel begibst. Das werde ich auch tun, Fei. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Triforce... was, bleibt das jetzt einfach hier? Hallo, Giverhim lebt noch. Wenn der hierher kommt, dann weckt er einfach den Todbringer uns am Leben und wir sind am Arsch. Unsere ganze Arbeit umsonst. Dann öffnen wir mal das Tor. Das Innern des Tempels von Hylia. Was es ja ursprünglich war.
Okay, Bardo und... Bardo sieht gar nicht erstaunt aus. Und da ist die gealterte Impa. Hm. Hä? Meint ihr, sie ist bereits wieder... Ist sie wieder wach? Oh ja. Alles in bester Ordnung, Michael. Komm! Da hinten ist sie. Unsere Freundin. Die zukünftige Prinzessin Zelda. Spannung pur. Oh, sie sind noch eingesperrt. Aber wie es scheint, nicht mehr lange. Komm schon, lass alles gut ausgehen. Lass doch zumindest einmal wirklich ein Happy End erstrahlen. Und nicht schon wieder durch Givo hingestört werden. Aber nein, es klappt alles bestens. Zelda ist wieder frei. Freunde, wir haben es geschafft. Ich schätze mal, das ist die Endsequenz. Und trotzdem frage ich mich, was ist mit Givohim? Naja, vielleicht wurde er gleich mit vernichtet. Wir können es uns nur wünschen, du Lulu. Sie kränkelt etwas. Aber ein Held ist ja immer zur Stelle, nicht wahr? Für seine Geliebte, für seine Prinzessin. Es ist alles in Ordnung, Zelda. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Wir alle haben es geschafft, Freunde. Du hast dein Versprechen gehalten, Michael. Natürlich, ich halte immer meine Versprechen. Was für eine rührende Cutscene. Und Bardo ist auch erfreut. Oh, Zelda! Das ist die geniale! Naja. Jetzt kommen doch echt noch die Tränen, hey. Echt rührend das Ganze war. Ja, wir haben es geschafft. Und Link lacht, ohne einen Ton rauszubringen, das ist echt nicht schlecht. Ja, das aber auch nicht. Ja, ist das schon gut, Bardo. Das hast du ganz toll gemacht, Michael. Hast du das gesehen, alte Dame? Oberlein, Mütterchen, wie auch immer. Es ging alles gut. Tja, jetzt können wir eigentlich zurück zum Wolkenhort, oder? Unsere Aufgabe ist eng! Gültig erledigt, was ist denn jetzt los? Nee. Und ich hab doch eben noch von Happy End gesprochen, dieser verdammte Givohim! Du töricht danach. Die wiedergeborene Göttin gehört mir. Oh nein, Alter, ganz sicher nicht. Komm schon, Link, steh mal ein bisschen schneller auf. Link, was machst du da? Steh doch mal auf, Mensch. Alter, du hast das Master-Schwert. Du magst den Dämonenkönig jetzt besiegt haben, aber ich werde mit der Kleinen in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Oh nee. Ich will keinen Einfall gegen den Dämonenkönig. Du hast meine Pläne zum letzten Mal gestört. Michael. Steh drauf, Link! Geht doch. Du bleibst hier. Hast du mich verstanden? Es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Alter, ich belästige dich gleich mit meinem Schwert, ist das klar? Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, mich weiter mit dir zu herumzuschlagen. Ja, von wegen Geduld. Ich habe endgültig die Schnauze voll von dir. Lass Zelda runter, oder ich schwöre dir, du hast sie das letzte Mal angefasst. Was ist denn jetzt los? Wo ist er? Verdammt. Link, du kannst doch nicht ausgerechnet jetzt schwächeln. Oh, Bardo, du bist doch ganz schön mutig, Alter. Geh mir aus dem Weg, du. Du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Oh mein Gott, ist der Typ krank! Oh, der schlägt eine Frau! Der hat eine Frau geschlagen!
Link, kommst du jetzt endlich mal auf die Beine, Mensch? Nein. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun. Ihn nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Ist mir egal, welche Zeit dich nicht interessiert, Mann. Lass Zelda los. Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Der Typ ist einfach nur krank. Und was macht Link? Der liegt da einfach nur faul rum und lässt alles mit sich geschehen. Muss das Spiel speichern? Oh ja, und wie? Ich glaube das einfach nicht, Mann. Link! Alles für die Katz. Wieso? Um Gottes Willen hast du dir mit dem Triforce nicht auch die Vernichtung von Kiyohim gewünscht? Das ging doch alles in einem, aber nö, natürlich nicht, Mann. Was sagst du dazu? Nein, das kann nicht sein, weil wir Zelda gerade wieder hatten. Michael darf auf keinen Fall den Todbringer der Vergangenheit befreien. Schnell öffnen das Zeitportal und folge ihm. Ja, weil sonst, wenn er den Todbringer der Vergangenheit befreit, was heißt das? Ganz genau, der ist hier in der Gegenwart auch wieder und alles ist nicht mehr schön. Was, könnte hier raus? Okay, kommt uns dann gleich der Todbringer entgegen, weil er in der Vergangenheit versagt hat, oder wie? Gib noch Siegel ein. Okay, okay. Ja, der Turm der Göttin. Eigentlich alles schön. Ist jetzt da oben wirklich das Triforce? Das will ich jetzt wissen, hey. Dann wäre Gio immer echt bescheuert. Oh, verdammt, ich komme nicht mehr so hoch. Schnell, schnell, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Verdammte Scheiße. Okay, ich sehe es wirklich nicht. Aber wenn das Triforce wirklich da oben wäre, dann wäre Gio ja mehr als bescheuert. Naja. Er ist auch so bescheuert, von daher überrascht das nicht weiter. Oh, ich glaube das einfach nicht. Es wäre alles so schön gewesen, aber nein, natürlich nicht. So ein Typ namens Kiyohim muss uns auch immer wieder in die Quere kommen. Schau dir, Michael, für Zelda. Oh ja, das werden wir auch tun, Freunde. Aber erst im nächsten Part. Dann ziehe ich Kiyohim endgültig den Scheitel und lösche ihn endgültig aus. Wenn es sein muss mit dem Triforce, obwohl... Eine gute Frage, haben wir das Triforce überhaupt noch dabei? Hey, wir haben es ja noch! Ist doch perfekt, wir reisen einfach in die Vergangenheit, wünschen uns mit dem Triforce die Vernichtung von Kiyohim und alles ist schön und gut, weil dann hat Kiyohim gar keine Zeit mehr, um Zelda für den Dämonenkönig zu opfern oder was auch immer er sonst damit vorhat. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Link steigt sich noch, denn jetzt braucht er alle Kraft. Bis dann und ciao zusammen!